Hallo zusammen, du bist der Klitus von Crown Crew und ich habe ein paar ganz geile Neuigkeiten für euch. Wie ihr es vielleicht gestern schon gesehen habt, wird am 24. Januar das erste Download-Package fürs MW3 erscheinen. Häufig ist es so, dass es in Amerika am Morgen rauskommt und das bedeutet, dass es bei uns dann gegen oben wird stattfinden. Aber auch war es auch schon ändern gewesen, also let's see. Und bezüglich Leute, die das bekommen können, ist es so, dass die ersten, die dort das herunterladen können, sind die bei Elite eine Premium-Membership haben. Das heisst, die bei Elite bezahlen, die bekommen es als erstes. Und zwar Xbox Only. Und ich nehme an, nach wenigen Tagen oder vielleicht nach einer Woche, ich hoffe es dauert nicht allzu lang, können es dann mal alle auf der Xbox bekommen. Und wiederum ein Stückchen später gibt es da auch für PlayStation 3. Ob das ein Monat ist, wie mit bisherigen Call of Duties, das sehen wir dann. Aber wie gesagt, zuerst bekommen es die Xbox-Spieler, die auf Elite zahlen. Und ein bisschen später bekommen es alle Xbox-Spieler. Und nur ein bisschen später gibt es dann für PlayStation 3. Es ist immer ein bisschen schade, dass hier die Unterscheidung gemacht wird, aber Microsoft hat halt ein bisschen Geld reingepumpt, damit dass sie das exklusiv bekommen, weil es dann eventuell etwas bringt. Jetzt Maps, die ihr werdet können absaugen, sind scheinbar nur 2. Und zwar die eine heisst Piazza, die ist glaube ich so ein bisschen im mediterranen Raum angesiedelt, vielleicht in Italien oder so. Und hat mich ziemlich stark von dem, was man gesehen hat, an Favelas aus MW2 erinnert. Es hat auch ziemlich viele Steigungen drin und so, ist vielleicht ein bisschen verwinkelt zwischendurch. Und die zweite Map heisst Liberation. Ich habe euch ja schon mal ein Bild gezeigt in einem älteren Video von dem. Das wird irgend so ein Park in Manhattan sein. Es wird darauf eingegangen, dass hier sehr viele gerade Sichtlinien sind für Sniper, wo man aufpassen muss. Aber da gibt es sicher immer Möglichkeiten, wenn man drum herumkommt. Wie teuer das Ganze wird sein, weiss man jetzt noch nicht. Aber es 1200 Microsoft Points gewesen, also keine Ahnung, fast 20 Steine. Mal schauen, wie das ist mit der Preispolitik, wenn es nur 2 Maps sind. Jetzt in der Beschreibung ist ein Link. Zieht euch das Video mal rein, das ist gestern released worden. Dort seht ihr einige Sachen von den Maps, dort wird noch ein bisschen textet, was sie vorhaben und so. Und ist auf jeden Fall sehr informativ. Ja, wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut.